Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Viertelfinale-Rückspiel. 4:3 zu Hause gegen Real Madrid gewonnen und ohne lange Umschweife. Wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und damit gehen wir rein, ist spät, Abfahrt. Ein Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Was bedeutet Ihnen das? Was bedeutet das für Ihre Mannschaft? Und was war der Schlüssel, dass man Real gepackt hat? Ja, ich glaube, die besten Worte, für was das bedeutet, sind vielleicht Bilder. Und das ist, was die Jungs gezeigt haben am Ende mit den Fans, wie die gefreut haben, wie die sich gefreut haben. Und das bleibt bei mir, was wichtig war am Ende, war dieses totale Zusammenhaltbild. Und das holen wir aus diesem Spiel. Und natürlich haben wir heute wieder viel Charakter gezeigt. Einfach dieser absolute Glaube und Wille, immer zurück in dieses Spiel zu kämpfen. Wir haben gegen ein, was ich auch erwartet hatte, gegen ein unheimlich starkes Real Madrid gespielt mit sehr, sehr viel Top-Spiel einfach auf dem Platz. Und deswegen ist das einfach ein wunderschöner Abend für die Vereine. Dankeschön. Dann gehen wir nach Belgien. Ja, Gilles, bitte. Ja, DPG Belgium. Vince, yeah, Professor, congratulations, of course, with the qualification for the semis. But I would like to know, how did you feel about the fact that Real led 3 times in a game that you dominated so much? Did you ever think at some point in the game this could be one of those special nights that is not for us eventually? No. Maybe after the game I sit back and I say, how is it possible? But I think during the game, I think our team has a lot of talent to deal with this type of situation, experience as well. You know, I feel the hardest thing is after 45 seconds when you concede this goal in this type of game, to press the reset button, and I think the team did it well. All of a sudden it's 1-1. It didn't affect our game too much. Then happens the second goal from a free kick. That was a wonderful free kick, but there's question marks on how the free. Ja, muss auch Manuel Neuer auf seine Kappe nehmen, das Ding, sorry. Da musst du ein besseres Stellungsspiel haben. Der war jetzt nicht so super krass in den Winkel gezogen. Manuel Neuer ist jetzt auch kein 1,50 Meter groß. Also den Ball kann er schon halten. Ja, so. Da hat er einfach ein schlechtes Stellungsspiel gehabt oder hatte vielleicht damit gerechnet, dass er eher in die Torwart-Ecke geht. War natürlich ein starker Freistoß, so, jetzt müssen wir nicht schlecht reden oder sonst was, ja. Aber war nicht unhaltbar. Und schon gar nicht für einen doch so gehypten Manuel Neuer. Free kick was given. So it's 2-1 out of nothing to start with. But okay, of course, you know, that's the quality from that team. And again, the reaction 2-2, 3-2, and then again 3-3. And at the end, to just continue and get this game over the line. So it's also something to be proud about. And I said it, I don't think you start this character signs, this belief, on the 15th of April. We've done it so many times this season. So I think it's something we can go back through the season and say this is part of our team as well. So ja, das ist richtig. It's not that much of a surprise as well. Ja. Ja. Danke, Jill. Aber das, wie stolz er ist. Aber das natürlich auf dem Level zu zeigen, ist natürlich schon was anderes. Ja. Klar zeigen wir das nicht nur zum ersten Mal diese Saison, aber das auf diesem Level gegen so einen Gegner nochmal zu zeigen, ist halt schon was Besonderes, muss man auch mal sagen. Ne? Auch wenn teilweise manche Spieler unter ihrem Niveau waren, mannschaftlich war es grandios. Next one on left side, yeah. Okay, question from Titan Sports China. Good evening, Mr. Congrats. At the Real Madrid, the legend Jorge Valdano has a certain term, el miedo escénico, for describing the psychological effect that Real Madrid creates for its opponents. This time, Real Madrid is quite formidable in the first half, even though they're playing outside home. Do you think psychologically for your team, playing against Real Madrid in Champions League is different from playing other teams? And how did you manage to get the team out of this complicated situation, also psychologically? Ich habe jetzt nicht alles verstanden, super krasser Akzent. Was ich verstanden habe, ob es irgendwie was Außergewöhnliches ist oder Besonderes ist, gegen Real Madrid in der Champions League zu spielen. Ich glaube, Paris hat eine ähnliche Qualität vorne. Wenn nicht sogar noch mal einen Tacken mehr Qualität auf mehr Schultern verteilt, wie es bei Real Madrid ist. So. Bei Real Madrid hast du Vini Junior und Mbappé, ja,
aus dem Bellingham, der aber sehr defensiv war und war aber auch sehr stark heute. Hat natürlich eine andere Rolle mittlerweile bei Real irgendwie. Ähm, Bei Paris, was wir sehen werden, haben wir ja jetzt auch schon öfter gegen gespielt. Da ist das schon auf mehreren Schultern verteilt. Ja, klar hast du da auch einen Dembele, überragenden, aber wenn der keinen guten Tag hat oder nicht da ist, hast du noch 2, 3 andere, ne, die diese Rolle übernehmen. Also das. Logically speaking, technically and psychologically in the second half. Thank you. Yeah. For us, it's just to do with the quality of the players. Like I say, if you look at the quality of Real Madrid, I don't accept if anyone says that this is not a great Real Madrid team. You know, the results, it happens, but in terms of the players in every position, I can't name you many squads in Europe that have better players. So. Ja, aber das ist ja nicht alles. Wir reden hier über Mannschaftssport. Das ist ja das Schöne. Ne? So. Und dann bringen dir nicht immer unbedingt auf jeder Position die besten Spieler etwas, wenn es keine Mannschaft ist. Ich meine, wir haben es erlebt unter Tuchel. Also über was reden wir? Ja? Of course they're going to be good if they need to be good. And we cannot be surprised about this. But, I mean, you saw the atmosphere at home today. You saw that Bayern is a special club as well. So I think the main thing, if you talk about what was said at halftime, in the end, we never really lost in the tie. So if you look at how the game went, we were never chasing. It was them equalizing, really, when they scored a 1-0. They equalized because we won in Bernabeu. When they scored a 2-1, they equalized again. When they scored the 3-2, they equalized. So we were never really losing the tie. And so there was no reason to not stay calm. And also I think that we didn't get frustrated with some of the decisions that we were not happy about in the first half, and we stayed focused on our game, and that was a good part of the game management in the second half from us. Ja, wobei man sagen muss, dass Real Madrid aber auch nicht mehr das gespielt hat, was sie erste Halbzeit gespielt haben. Wahrscheinlich auch, weil sie es einfach körperlich nicht hinbekommen hätten. Ja. Ich glaube, die haben ihre Körner in der ersten Halbzeit verschossen, Alter. Wenn du gesehen hast, dass die zweite Halbzeit nur noch hinten drin standen. Also. Auf der rechten Seite, David Fairhoff für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Kompany, Glückwunsch zu diesem Spektakel. Wie sehr freuen Sie sich schon auf das Halbfinale gegen Paris, gegen den Vorjahressieger? Und wie enttäuscht sind Sie, dass Sie im Hinspiel gesperrt sind? Und können Sie uns vielleicht verraten, wer das Kommando haben wird an der Seitenlinie? Yeah. Can I answer in English? Fine? Yes. So, yes. Look, in terms of how we'll organize a game against Paris, and we will think about it in the next few days. I don't think we have to solve the problem tonight. But to be honest, I'm not happy about my yellow card. I'm really not happy. I don't think it was enough for me to get a yellow card. I think if you look at the emotions in the game, there is a phase, the fourth official is there to listen as well. And in a moment where there's a debatable phase, it's normal that me as a staff member, I go and speak to him now. If my language was wrong, then in that moment I accept, okay, that I should have a yellow card, but my language was not wrong. And on top of it, a lot of things were happening on the pitch that were far worse than what I was trying to communicate to the fourth official, by the way. Not to the first referee, to the fourth official. And I get a yellow card for this. Plus, and I've said it before, we find ourselves with an extended format. So we have more games and more games. Look at how many players were today on a possible suspension for this game in Real Madrid and in Bayern Munich. How many players could have been suspended for the semi-finals? Ja, das ist lächerlich. Also, ich fühle das völlig, ja. Also, wir müssen, Emotionen gehören zum Fußball. Das wissen wir alle, die den Fußball lieben, Alter, ja. Und, das mit den gelben Karten, Alter, das ist ein Witz. Das ist ein Witz, habe ich schon gesagt. In der K.O.-Runde dürfen gelbe Karten kein Grund einer Sperre sein. Punkt. Das darf nicht sein. Fertig. Ja. Gelb, rot, rot, alles gut. Kriegst du Sperre, 1, 2, 3 Spiele, whatever, ja. Bei einer roten Karte, bei einer gelb-roten Einspielsperre und ist gut. Aber doch nicht, dass du, wir reden über K.O.-Spiele, da ist
immer 110%. Da ist immer am Limit, Alter. Ja, und das willst du doch auch sehen. Du willst doch keine Spieler sehen, die sagen, den Zweikampf kann ich jetzt nicht mehr gehen, weil, vielleicht kommen wir ja weiter und dann kann ich nicht im nächsten K.O.-Spiel spielen. Was soll das denn? Das ist Champions League. Das geht ein ganzes Jahr darauf hin, ja, dass du Viertel, Halbfinale, nimm Achtelfinale dabei, ja, dass die besten Mannschaften gegeneinander spielen. Und dann kann es möglich sein, dass bei einer Mannschaft die 3 besten Spieler nicht da sind, weil sie gelb gesperrt sind. Gelb! Junge, kannst du dir nicht ausdenken. Deswegen siehst du nicht die beste Mannschaft gegen die beste Mannschaft, weil irgendwo Leute gelb gesperrt sind in einem Viertel, Halbfinale. Leute, rafft euch. So, it's an extended format. Dasselbe gilt für die Trainer, Alter. And it's the strictest ever ruling with a lot of interpretation from referees where sometimes you can get a yellow card wrong as well. Ja. So what happens then? You know, so I'm not happy because of this, but it's not important. The team can do it, and I'm there for the return game. And I have total faith in the team, the staff, to not just continue, but also gain strength and motivation out of it. Yeah. Auf der linken Seite wieder Klaus Bergmann für die Deutsche Presseagentur. Herr Kompany, mit Paris Saint-Germain haben Sie jetzt ja schon einige Erfahrungen gemacht. Ist dieses Spiel oder diese Aufgabe noch größer als Real Madrid? Ja. Aus meiner Sicht ja. Weil, wie ich gerade schon sagte, gerade in der Offensive diese Mannschaft viel, viel breiter aufgestellt ist. Ist vielleicht in der Defensive nicht so stark, wie Real Madrid es sein kann, wie wir zweite Halbzeit gesehen haben. Real Madrid kann stark sein in der Defensive, wenn sie auf defensiv spielen. Ja. Erste Halbzeit waren sie genauso scheunenoffen wie wir. Ich glaube, das kann Paris nicht so gut, aber im Umschaltspiel, von der Geschwindigkeit her, haben sie halt nicht nur wie Real Madrid 1, 2 Spieler, sondern 3, 4, 5 Spieler. Ja. Schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt jetzt nur die allergrößte Aufgabe. Wir haben von Anfang an gesehen, ich glaube, auf unserer Seite von der Tabelle, wie viele Champions League-Siege waren da? Ich weiß nicht, also nur Real hat schon natürlich sehr viel, aber es gibt nur schwierige Spieler. Und wir haben jetzt nicht diesen Luxus zu entscheiden, ob Paris jetzt schwieriger ist als Real Madrid. Ich glaube, das ist einfach das Allerschwierigste und das wird wieder alles gebraucht Champions League Halbfinale. What the hell? sein, um diese Spiele zu gewinnen. Aber die Glaube, dass wir das machen können, ist natürlich da. Dann gehen wir nochmal hier rüber zu TZ und Merkur, bitte, ja. Glückwunsch auch von meiner Seite, Herr Kompany. Nochmal nachgefragt, die Sperre in Paris. Erstens, waren Sie schon mal gesperrt als Trainer? Hatten Sie eine ähnliche Situation schon mal? Ich weiß es nicht. Gesperrt, ja. Und die Hierarchie in der Mannschaft ist ja klar, wenn Manuel Neuer als Kapitän ausfällt, dann ist es eben Joshua Kimmich, sein Stellvertreter. Haben Sie sowas im Trainerteam auch festgelegt? Steht dann Denksi vorne dran oder ist es René Maric oder gibt es dann Jobsharing? Ja, ich glaube, dass wenn man das als Trainerteam und als Mannschaft gesund lösen will, dann muss man sich erstmal zusammensetzen in ganzer Ruhe, nicht jetzt mit die ganze Emotion von diesem Spiel und dann ganz ruhig die Abläufe entscheiden. Aber ich mache mich da auch keine Sorgen. Also meistens ist Luis Enrique in die erste Halbzeit in die Tribüne. Ich kann mich vielleicht neben Luis Enrique setzen in die erste Halbzeit. Aber was ich meine ist, es bleiben die Spieler, die das Spiel entscheiden. Und das ist das Wichtigste. Dann haben wir noch 2 Fragen, bitte. Hier ist hier. Hi, congratulations for the game today. I have 2 questions. One is about, you told me the other day about the odds of you making where you are right now was 0.000%, and you keep breaking records. You won in Madrid after a long time. Bayern won in Madrid. You keep breaking records of goals this season, more goals. What is your message for someone who's looking up to you right now, a kid or anyone who has a background as the way you have? What is your message tonight after, kicking out Madrid after a long time? Bayern have done that. What is your message? That's my first question.
What is your message? You are the greatest man. The greatest. At this moment. What's your message? Hau einen raus. Was hast du zu sagen? Du bist der Macher gerade. Hau einen raus. Yeah. So first of all, I'm a football coach. I'm not a life coach, you know. So I cannot give solutions for everyone in their personal lives. But my thing, what I do, is, and I say to the players, and I put it either in my office or in the training ground, is don't believe the hype and don't believe the drama. So probably now it's a little bit of hype. It doesn't matter. And when there was drama before, probably closer to the time where you asked me the question, it doesn't matter. Like, my biggest thing is to focus and live in a tunnel, and live for what I want to achieve. Like, what I have already come to a conclusion very early in my coach's career. You cannot do this job and then at the end say, well, I did it for somebody else. You understand what I mean? Like, I made everybody happy by trying to do this, trying to do that, and in the end, you've lost yourself and you get nothing out of it, you know? So in this way, I wake up in the morning, whether we lose or win, and I feel motivated. I go to the training ground, whether we lose or win, and I feel like I'm working with a very professional staff and with a very, very clear group of players as well. And that's my life, nothing more. Everything outside, I really don't care. And sorry, I have to repeat it. It's a passion I have not to care about the noise. I really feel strong, and I wish that you guys enjoy this feeling. It's a better life. No, sorry. There are others. Bitte die vorletzte Frage, ja. Hi, Vincent. Congrats on the win. I was just wondering, I know we always want to rank stuff, but where does this sit in terms of nights in your managerial career? You've had some big ones here and elsewhere already, but this is the kind of night that you do the job for, right? Bringing Bayern back to the semis and a big tie ahead as well. Yeah, but it's so tough to say, you know, like. So when you coach Anderlecht in Belgium and you beat Standard Liège, it's such an emotional game. I don't think the feeling is that much different. It gives you everything. I remember we beat Blackburn twice in Burnley. For nobody in this room, you will actually want to compare it with the game today. But it was amazing. It was like something I've experienced so much as a player, and this was incredible. So of course, for Bayern Munich, this game is an amazing feeling. But I don't think you wait for Real Madrid to then say, okay, this is going to be the best feeling. You have to get it out of other things as well. And I try to live every moment as much as I can. So I'm happy now. This is in the moment. And tomorrow I can focus on the next game and just put a little bit behind already. Thank you. Okay, we had a cancelling, so you can take the last one, please. Okay, the last one is about you're trending on social media and everywhere about your fashion. What, you know, like what the inspiration behind it? Ja, da fragen sie dir genau den richtigen, Alter. Frag mal Vinny, dass er auf Social Media trendet doing the fashion, Alter. Fashion-wise, like everywhere on the game, people looking at you, you're dripping. I want to know the inspiration behind it. No, I'm much more low-key than you think, so I don't make that much effort for it, in fact. I'm very lucky that I have a wife who's looking up. Ja, ich kann mir das richtig vorstellen. So, Vinny, morgen ziehst du aber das hier an, ne? Out for this stuff, and that I have a sponsor in Adidas here that is just happening to fit. I like comfy stuff. I like things that are comfortable to wear, and I'm lucky that Bayern Munich has a very strong relationship with Adidas. That's what's happening. You know, everything I have is you could find it in, and I'm actually not promoting too much here, but it's you can find it in a store. It's not done anything special. Yeah. Okay. Thanks, Vinny. Danke. Yeah, thank you. Komm gut nach Hause. Ja, überraschende Antwort. Leute, das war's. Es ist spät. Rot-Weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.